So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Anno 1800, nicht wahr? Wie könnte es anders sein? In Dietschwater, einer anständigen Hauptstadt, wie es hier so schön klingt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe keinen Plan mehr, was ich in der letzten Folge genau gemacht habe. Aber es sieht schon so aus, als hätten wir in der letzten Folge halt das alles hier ein bisschen optimiert. Also auch die ganzen, also man sagen, auch die ganzen Handelskammern und so, dass alles ein bisschen optimaler ist. Zumindest wirkt das so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was in der letzten Folge, was in der vorletzten Folge, ich bin ein bisschen unschlüssig. Das hier mit dem Schuster, Okay. Die fortschrittliche Kaffeerösterei, das ist soweit auch klar. Ja, und hier natürlich sehr, sehr viel Öl, so soll es sein. Das erfreut mein Herz. So, anderes Thema. In der heutigen Folge, was machen wir? Mittlerweile ist jetzt so ein Zeitpunkt, abgesehen davon, dass ich seit dem letzten Mal, also dem letzten Part ist irgendwie, wie viel Zeit vergangen? Baukosten. Irgendwie einen Monat vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe und, wir haben kein Öl mehr hier. Okay, deswegen. Nee, ist irgendwie so, dass es seitdem ja auch wieder ein neues DLC gab. Ein DLC, womit irgendwie ein geiles neues Gebäude hinzugekommen ist, sogenannte Speicherstadt, die man irgendwie in einem Hafen bauen könnte. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Also zum Beispiel jetzt hier oder so. Und damit offenbar alles wesentlich besser auch ausbauen könnte. Das soll Waren. Öl. Hä? Beeinflusst Kraftwerk. Okay, krass. Ja, habe ich jetzt hier noch nicht drin, weil ich das DLC noch nicht gekauft habe. Das will ich mir für später aufsparen. Mir geht es primär echt erstmal darum, dass wir hier, jetzt mit dem aktuellen DLC, oder in diesem Fall halt vor allem jetzt hier mit der Forschung, vorankommen. Das ist für mich jetzt per se ein bisschen wichtiger. Und dass dann, wenn wir das alles ein bisschen gemacht haben und so, erst dann kümmern wir uns um den Rest. Das ist jetzt mal so der Plan. Die Frage ist, okay, hier, wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, alles relativ gut optimiert. Das sieht eigentlich sogar noch ganz cool aus. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Schneller Geschäft, ja, wenn du meinst. Ich meine, ich habe 2 Stück davon. Das klappt ja eigentlich relativ gut soweit. Klar, hier sind wir schön die ganzen Waren weg und so. Also, dass ich hier nichts auf Vorrat habe, soll aber auch so sein. Täusche mich jetzt hier, das sind die Zahlen in die fetter. Seit dem letzten Part. Hat vielleicht auch andere Gründe. Das weiß ich jetzt gar nicht so auswendig. So, aber generell, man sieht hier eigentlich soweit, ja, bis auf die Schokolade, das ist ein altbekanntes Desasterproblem. Jetzt war mal ein bisschen die Frage, war jetzt so der Kaffee ja generell auch hochgeht. Und ich mich ohnehin frage, warte mal. Das hat ja auch ein bisschen mit dem Zyklus von alte Welt, neue Welt zu tun, mit dem hier nämlich. Keine Gruppe zugeordnet. Okay, das ist definitiv neu. Ja gut, es gab ein Update, das stimmt, aber... Okay, passiert gar nichts, wenn ich das mache. Sehr schön. Kann man hier in die Gruppen irgendwas machen? Route löschen, eine Gruppe erstellen. Hä? Ach, hier. Neue Gruppe. Kein Plan, was macht das für ein... Aha, warte mal. Ja, ich würde ihn gerne umbenennen. Ah, geht doch. Okay, das ganze Gruppieren, das macht Sinn, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Was haben wir da? Die Frage, wie wir das Ganze aufteilen wollen, war. Das ist nicht ganz so einfach, ich denke gerade so an die Ölgeschichte. Ich meine, wir haben 2 Routen mit Öl. Die eine Route, die ja das Öl importiert aus der alten Welt und es nach Northern Bay schippert, und die andere Route, die das ganze Öl innerhalb der alten Welt hier verteilt. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, man macht eben so eine Ölgruppe, das wäre eine Variante.
Wobei eben, denkt man sich so, ja, für 2 Routen eine eigene Gruppe machen. Oder man sagt sich, nee, komm, ich mache irgendwie so eine Art, ja, keine Ahnung, Import- oder Exportgruppe. Also, ich weiß, okay, das sind diejenigen drin, die halt, ja, quasi over the sea und so, die halt eben die Gebiete oder die Regionen wechseln. Das wäre auch eine Option. Eben auch in Perspektiv mit den anderen. Hä? Also eben zum Beispiel irgendwie Cup Neue Welt zum Beispiel, dass man das irgendwie da reinpacken könnte. Oder eben auch eine Gruppe, wo ich sage, hey, das sind alle jetzt von der alten Welt, das sind alle, die Arktis betreffen. Was mache ich dann eben mit denen? Wie jetzt hier zum Beispiel, was heißt Arktis alte Welt. Klar, ich meine, im Prinzip sind es ja auch entweder Import oder Export, es könnte aber auch beides sein. Also eben, hier zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Sachen wegen Import, Export. Wo eigentlich klar wäre, also eben diejenigen, die halt irgendwie oder regionübergreifend sind. Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Wäre das zum Beispiel auch so eine? So, nee, Cup Neue Welt, da ist auch so ein Thema, stimmt. So, könnte man es zum Beispiel machen? Hat man jetzt irgendwie eine Reihenfolge so gemacht? Nee, oder? Schade, so verschieben kann ich es irgendwie nicht. Okay, aber generell eigentlich schon ein cooles Feature. Dann hätte ich irgendwie vielleicht noch eine Gruppe mit, keine Ahnung, Alte Welt zum Beispiel. Wo jetzt alle die drin wären, wo ich weiß, okay, das ist eben die Verteilung, die da stattfindet. Das könnte man doch so mal versuchen. Allö. So, die alte Welt. Das alles, was hier drin vor sich geht. So, dann machen wir mit dem auch eine neue Gruppe und nennen das mal Arktis. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Das ist natürlich gut oder schlecht, bin ich jetzt gerade ein bisschen unschlüssig. So, warte mal. Okay, das ist da unten, dann haben wir jetzt das hier. Enbesa, Taborime, genau. Ups. Enbesa. So, warte mal, dann haben wir hier eine alte Welt, da hat die ganze Verteilung, das sind die 1, 2, 3, 4, 5er, warum das jetzt hier nicht mehr sortiert, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Muss irgendwie... Moment. Normalerweise sortiert das ja nach Namen. Ist natürlich die Frage, muss ich da vielleicht ganz kurz irgendwie was machen, etwas ganz Crazyes? Okay, weil da hat er gerade vielleicht irgendwie... Schade, dass ich innerhalb der Gruppe nicht neu sortieren kann. Was ich vielleicht versuchen könnte, ist, wenn ich jetzt hier irgendwie nochmal neu benamsle. Kann eh nur einer Gruppe zuordnen, ne? Ja. Nee, macht es trotzdem nicht. Schade. Aber ist egal. Also grundsätzlich, jetzt haben wir schon die Gruppe, jetzt ist das mit den... Ja, man kann die Namen natürlich auch noch ändern und so. Aber ganz ehrlich, wenn ich sonst keine Sorgen hätte, dann weiß ich auch nicht weiter. So, Import, Export. Also, mal gucken, ob das hier jetzt so funktioniert, wie ich wollte. Da habe ich recht gesagt, mache irgendwie nur noch 4 Stück davon, weil ich sonst genug habe. Das war irgendwie so ein kleiner Test, um zu gucken, ob das überhaupt klappt.
auch so benannt, mit Arktis 1, 2, 3 und so. Ja. Ja. Kann sie auch immer schön schließen. Moment, ist das jetzt so eigentlich korrekt? Ich meine, hier habe ich es ja extra so benamselt, so Mbesa, Taburime, so weiß, okay, das ist irgendwie... Das ist der Import nach Taburime. Das war irgendwie das Ziel. Könnte man zwar noch machen, aber ganz ehrlich... Ja. Andererseits, so wie es jetzt hier hatte, hä? Prosperity La Isla. La Isla Prosperity. Wenn ich den jetzt zum Beispiel nur mal so als Test mal so mache, dann habe ich den und dann sage ich jetzt hier mal, das wäre nicht die neue Gruppe, sondern es wäre die neue Welt. So, warum mache ich das? Damit ich weiß, aha, Prosperity La Isla, da weiß ich somit auch die Route. Ja, weil so ist es eigentlich klar. Ich hatte über eine Insel, La Isla. Ist natürlich eben die Frage, wo ist jetzt der Import, wo ist der Export? Wenn ich das natürlich auch noch sauber machen würde, dann wäre es relativ easy. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, La Isla. Aha, ich könnte theoretisch ja mit Plus, Minus noch arbeiten, aber habe natürlich keinen Platz mehr. Wenn ich halt direkt im Namen her sehe, okay, was mache ich hier? Eben einladen, ausladen. Andererseits ist dann hier natürlich auch das Problem, ich kann sie auch mischen, habe ich zum Teil ja auch. Dass ich irgendwie zum Beispiel jetzt hier plus, also hier einlade, hier entlade und dann hier das Entladen, hier wieder einladen würde. Das bringt das so jetzt auch nichts. Habe sie halt umgekehrt gemacht, weil hier auch der Sinn davon anders war. Kann ich jetzt eigentlich vielleicht auch irgendwie wieder anders machen, warte mal. Stimmt, da wäre noch Kaffee drin. Ja, und so könnte man eigentlich auch die alte Welt nochmal ein bisschen umstrukturieren. Als hier, 1, 2, 3, 4, 5. Sehe ich jetzt per se nicht, zwischen welchen Inseln das ist. Jetzt, wo ich die Gruppe habe, wird das ja gehen. Aber das ist vielleicht etwas, was ich offscreen mache. Weil es dauert auch ein bisschen lange und ganz ehrlich, ich bezweifle, dass es jemanden interessieren würde, wie lange ich da brauche, bis ich da mal irgendwie eine Idee hätte. Oder mich entschieden habe, bis ich es, ja, wie man es machen könnte. So, warte mal. Ich sehe nach wie vor sehr, sehr viel Öl. Ich habe gerade aktuell keins mehr. Ja, fehlende Ware. Also irgendwie das mit dem Öl aber noch ein paar Probleme nach wie vor. Ich meine, ich lade in Norden B ein. Ich habe nur ein Schiff, seien wir ehrlich. Bright Sands 200 entladen ist jetzt nicht per se falsch. Oder zumindest. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unken, das Handbuch zu lesen wäre schwieriger als die Maschine zu bedienen. Wer quatscht da? Also. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Okay, sehr schön. Eben da ist jetzt der mit der Ölverteilung. Der hat 200 hier oben hingeliefert. Das ist auch danken Annahmen. Dafür fehlt es im Bright Sand, deswegen sinkt die Kohle. Ja, macht soweit schon alles Sinn, ne? Das verstehe ich ja alles. Ist trotzdem zum Teil ein bisschen creepy, wie das Ganze überläuft. So. Natürlich könnten wir versuchen, ohne jegliche Info. Ja, du kannst noch vieles versuchen, Kumpel. Ich sehe immer wieder die... Was haben wir hier schönes? Handelskammer-Items. Im Allgemeinen aber sowieso nicht mehr so viel. Eigentlich macht es Sinn, dass ich die sämtlichen Rathaus-Items hier habe und die Handelskammer-Items ja alle verschippere irgendwo hin. Verschippere. Ich habe doch irgendwas im Kopf noch bezüglich... Stimmt, der kam ja hierher, was nicht mehr wofür eigentlich.
Der soll die Waren verteilen. Das macht soweit ja auch Sinn. Mhm. Da haben wir genug, das war zu erwarten. Ich überlege gerade echt, wie ich das genau irgendwie so überlegt hatte. Hier ist jetzt soweit ja eigentlich alles cool. Wir würden gern wieder loslegen. Was fühlt Sie des Kunstschreinerei. Weges, Gouverneur? Wir werden immer noch nicht gebraucht? Nee, nee, momentan passt's. Dankeschön. Hm. Die Schokolade hier ist auch so eine Sache. Wo ich mich ja persönlich frage, haben wir tatsächlich irgendwie zu viel oder zu wenig? Oder, ein Zucker habe ich eigentlich zu viel. Okay, da heißt, wir müssen eigentlich noch eine Zuckerraffinerie bauen. Arbeiter müssen halt dazu noch irgendwie halt irgendwo anders abziehen. Das wäre jetzt nicht so die große Tragödie. Ja, und Kakao habe ich eh genug. Wenn ich halt mehr Schokolade herstellen wollen würde, bräuchte ich auch mehr. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. Ja, ja, teilen wir. Weil eben Ding habe ich hier nicht mehr im Café. Deshalb nur überleben. Aber ich habe es trotzdem Deshalb nicht hingebracht, erleben. weil Versorgung verboten. Also warum schiebe ich überhaupt Kaffee hier hin? Horizonte. Ne, mache ich gar nicht. Hä? Ich hatte irgendwo... Neue Welt. Ich hatte vorhin einen gesehen. Der hier. Ach so. Ja, hier einladen und da drüben ausladen. Okay, gut. Das mit dem Hut war eher, weil ich halt hier irgendwo etwas habe. Nicht hier. Sondern hier, womit ich halt generell oder zum Teil noch irgendwie Hüte generiere. Das ist auch nicht mehr so. Nee, ist nicht mehr so. Alles bereit. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, das heißt, den braucht es ja auch nicht mehr. Mit den Hüten. Wobei, Moment, nee, ich entlade es ja hier, wa? Eigentlich würde ich die Hüte hier entladen. Die Frage ist bloß, wozu, weil, na, eben damit ich eigentlich ein bisschen mehr Arbeiter hätte. Okay, warte mal. Was stimmt denn hier unten? Was ist noch nicht so ganz optimal? Also die Hüte entladen, das ist soweit klar. Das heißt eigentlich, würde ich in La Isla Schnauze. Steht immer das Gleiche drin, insofern kann das direkt auch selber publizieren. Jornaleros tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Oh Gott. So, warte mal. Ich mach's lieber so, komm. Mit 20. Wenn ich direkt alles irgendwie verschippere und jetzt hier. Eigentlich eine Prosperity-Hüte mitnehmen, aber irgendwie geht's gerade nicht. Was ist da los? Aber irgendwie was mit den Hüten verpasst oder irgendwie verkackt. Weil ihr selbst braucht ja gar keine Hüte. Das Lager ist voll, Chefe. Ja, ist doch schön, Chefe. Chefe sagt gut. Nee, warte mal, hier. Und wie war das mit den Hüten schon wieder? Hier. Nach Baumwolle und Filz. Ja, wenn ich natürlich keinen Filz habe, kann ich keine Hüte herstellen. Ne? Ist auch logisch. Ja gut. Wenn ich eh nur eine einzige Hutmacherei habe, dann kann das gar nicht so richtig funktionieren. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Die eigentliche Frage wäre ja überhaupt, braucht er überhaupt das mit den Hüten oder soll man es einfach generell jetzt einstellen?
Weil jetzt habe ich hier zum Beispiel keine Melone mehr und trotzdem sieht es eigentlich relativ gut aus. Komm, nehmen wir den einfach raus und ist doch Quatsch. Ist doch Quatsch und sollen da einfach da mit der Schokolade und Tabak dafür sorgen, dass der Austausch funktioniert. Bei der Isla war es so, die nehme ich einfach mit und schicke es hier hin. Genau. Da ist La Isla Prosperity, da kann ich auch mit dem Melonen, weil hier halt die Hauptinsel ist und was ich halt habe, da könnte ich es da gebrauchen. Passt irgendwie auch. Die Route eigentlich auch umständlich ist. Hier irgendwie das Pelz hier hin und dann hier hin. Naja. Ich meine generell, wenn ich hier sowieso gar keinen Pelz produziere, warum nicht direkt alles da belassen? Moment. Das Teil, hä? Bau nur in der alten Weltschneiderei. Ja, aber ich habe irgendwo... Ist es aktuell nicht mehr so. Irgendwo hatte das den Quatsch. Und zwar, also, das war glaube ich schon hier. Dass ich irgendein Gebäude, was ich drin habe, dafür sorgt, dass ich eben diese Pelze generiere. Irgendeiner davon war's. Irgendeiner. Zusätzliche Waren, Segel, gut. Arbeitskleidung und Pelzmäntel, genau. Der war's, Der und nur der war's. Okay, das würde ja nach Adam Riese bedeuten... Ich habe hier gar kein anderes Kammern hier unten. Doch, hier. Hey, wieso ist das nicht angezeigt? Schade. So. Weil, ganz ehrlich, ich finde gerade irgendwie... Das, was ich jetzt hier mache, ein bisschen doof. Moment. Captuloni. Es geht darum, die Pelzmäntel brauche ich ja hier. Schlussendlich. Eigentlich kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Irgendwie ist alles ein wenig eintönig. Ja, dann passt er zu dir. Ich frage mich, ob ich je Gehör finde. Pelzmäntel. Also den Kaffee wollte ich eigentlich hier selber machen. Mit dem Forschungsinstitut, was sich ja mittlerweile ein bisschen erledigt hat, die ganze Chose. Das musste jetzt in Druck gehen. Nee, was ich mich halt eben gerade ein bisschen frage, ist, wenn ich jetzt hier... Warum brauche ich das überhaupt, versteht ihr? Das Ding ist doch völlig unnötig. Da kann ich genauso gut hier mit dem Import-Export, da ist der hier. Der passt zwar so weit, aber dann gehe ich halt nicht mehr auf die Insel zu. Zum Weinen bringen, wie ein kleines Ah, Kind. Mann. Die nervt, ey. Okay, jetzt ist sie eh schon weg. Aber das heißt, statt vorne der Fundo würde ich eine andere Insel machen. Oh, okay. Was ich nie im Leben so viel hätte. Genau, und dann kann die nämlich hier raus, die Route. Und da macht es, wie ich finde, irgendwie auch mehr Sinn. Kann ich mit den ganzen Geschmäus, die ich betrieben habe, wirklich sparen. Irgendwie eine Idee ist es nicht. Okay, sie ist schon alles weg. Sehr gut. Ja, ist auch besser. Dann haben wir hier nochmal einen Ölimporter. Den Linienkreuz, ja, die warten alle schön hier, okay. Was jetzt einer machen müsste, wäre Tortillas hier optimieren.
ist halt generell die Frage jetzt, wovon habe ich zu wenig? Weder vom Mais noch vom Rindfleisch. Das ist alles viel zu viel eigentlich. Ich nehme mal an... Nee. Den Kaffee, hier habe ich ja auch noch. Das ist also eine Frage. Brauche ich überhaupt so viel Kaffee noch? Ich habe die ja hier an allen Ecken und Enden. Naja. Moment. Die wollte ich hier. Hier sind die zwei. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Gut, wo ich nur 2 habe, statt 3 oder so, verstehe ich zwar jetzt gerade auch nicht. Haben wir noch irgendwie ein Item, mit dem man das Ganze ein bisschen aufbessern könnte? Also gerade hier halt, das wäre ganz schön. Jetzt gerade irgendwie nichts. Wie sieht es denn hier aus? Nö, jetzt sich auch nichts irgendwie ergeben. Ah, hier sieht es vielleicht schon ein bisschen besser aus, wa? Alle Produktionsgebäude, Unterhaltskosten plus 10, Brandgefahr. Ja, bringt mir nicht viel. Kühlerei, Jagdhütten, Wanzer, Holzfällerhütte. Die Walddichte plus 20%. Der sieht relativ geil aus. Ich glaube, wo kann ich den gebrauchen? Wanzer, Holzfällerhütte. Ich würde sogar den Weser. Beeinflusst Nutzpflanzenfarmen. Der ist natürlich mega. Produktivität plus 40%, Arbeitskräfte erforderlich minus 50. Den könnte man auch gut beim Kaffee gebrauchen. Auftrag? Ja, nehmen wir mal beide mit. Weil doch auch relativ fix ist. Oh Mann, Freunde, Part wäre wieder vorbei. Okay, ja, eben hier ist auch mit den OBO-Arbeitskräften, wenn die natürlich ständig runterfallen. Das hat halt jetzt primär mit den Tortillas zu tun. Kapelle vielleicht zum Teil auch. Nee, da ist mit dem glücklich sein. Wobei, seien wir ehrlich, ich könnte es mir hier natürlich auch einfacher machen. Und sagen, ich habe so viele Arbeitskräfte hier übrig. So. Jetzt fällt es auch nicht mehr so schnell runter. Wir versenken nie ein Das Schiff. ist von ihr. Höhe stabil. Alte Welt, neue Welt. Mhm, sehr gut. Ah, da kommt er. Nee, ist nicht der. Scheiße, wo ist er? Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Na, endlich. Baumwollplantage, wa? Auf Ihren Befehl. Apropos, wie sieht es mit der Diplomatie aus? Momentan ist sie ja relativ gut noch. Willst du mich zum Narren halten? Ja. Mal sehen, ob du zu irgendwas gut... Okay. Solange ich noch in den Friedensmodus bin, muss ich das unbedingt erhöhen. Weil sonst macht ihr wieder eine dämliche Bemerkung und zack, sind wir wieder irgendwie auf 0 runter. Das wäre kacke. So, Freunde, Part ist wie so oft eigentlich vorbei. Gucken jetzt trotzdem mal, was noch so irgendwie machen könnten. Ja, da natürlich forschen. Bald, sehr bald sogar. Was? Ah, Moment. Scholler Fortuns Leuchtturm. Okay, kriegst du. So, erst einmal die Sachen hingepackt. Das macht das sowieso von selber. Sehr gut. Da die Melonen. Ja, da ist er von euch selber. Das passt also auch. So. Da ist ja sein Piratennest. Jetzt kriegen wir alle was. Also kein Plan, was dir das jetzt gebracht hat, aber pff. So mir aus. So, warte mal. Ist natürlich so. Die produzieren ihren eigenen Tortilla. Okay. Tortilla noch ganz kurz, bevor wir dann doch bald, hoffentlich bald mal die Folge beenden. Würde bedeuten. Moment. Wenn ich jetzt hier
Also eine Kackhandelskammer hätte. Mal Tempo jetzt mal hier hinbauen. Habe ich jetzt hier? Rinderfarm. Ja, das 4 Rinderfarmen. Gut, natürlich auch 4 Maisplantagen, da macht schon eher Sinn. Das mit der Kaffeerösterei macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum ist die hier? Das sind die auch doof, komm. Ich pack den mal da oben hin. Ernsthaft? Zu wenig Platz oder was? Oh, komm schon, Leute. So. Den mal da. Jetzt Kaffeeplantage selber. Den habe ich angehalten, warum auch immer. Natürlich, kommen Sie zu Aber uns. tatsächlich, warum auch immer. Okay, Freunde, da muss er drin noch optimieren hier. Nächsten Folge. Trotzdem würde ich erstmal sagen, geht ja auch um die Folge hier. Wie war die Kombi schon wieder? Hier war Tassenkombi. So. So gehen Tortillas? Das klingt wie in einer Hexenküche. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Tortillas, Tortillas. Oh Mann, jetzt hab ich Bock auf einen Rap. Diese Stadt sieht Ein Döner oder alle sowas. Köpfe magisch an. Freunde, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir dann erst einmal hier noch ganz kurz optimieren. Das wird relativ fix gehen, hoffe ich. Und dann gehen wir zurück in die alte Welt. Und werden dort mal gucken, was uns das Forschen gebracht hat. Im Sinne von, ihr wisst genau, die Baumwollstoffe in der alten Welt produzieren. Das wird sicher noch geil. Bis dahin, bye bye.